Mat senger Präsentatiun vun enger Längt vun 5,54 Meter mat der Attachemork an enger Breet vun 2,80 Meter mat denen 2 Säitespiegelen wirkt am Strassenverkehr schon imposant. Für Europa liefert fort de Raptor sei Gelände wohl mat amerikanische Wurzeln mat engem 2 Liter Dieselaggregat. E 4-Zylinder Motor mat immerhin awer 2 Turboen. An der maximaler Leistung vun 213 PS bei 3750 Touren pro Minute. Den der 2,5 Tonnen schwéiert Gaudi Gefir a roien gemidlichen 10,8 Sekunden vun 0 op 100 km/h bringt. An eng maximal Vitesse vun 180 km/h erreicht. U Bord vun unserem Test Raptor wär eng 10-Gang Automatik, déi e guten Andruck kann los huet. Mei mir huet et méi Spaß gemerk mat dee grosse Schaltpädelen die 10 Gang ze sortieren. Fort liefert de Raptor awer och mat enger 6-Gang normaler Boîte. Das Dieselaggregat as okay an noch für allem am Terrain as dann segem Element. Wo hauptsächlich dat gut gefüllten Drehmoment vu 500 Newtonmeter bei 1500 bis 2500 Touren an der Minute dafür sucht, dass der Raptor sich flink durch den Terrain kann wullen. Du geht aber präsentiert sich der Raptor op normale Straßen als perfekte Cruiser, wobei de Portemonnaie a Punkto Sprit auch geschont kann gehen. Op den nächsten Kilometer, die ich bis lo vorsinn, kann ich soen, dass diese Ford Raptor mat segem Plastik rund dem Drahtkochten kein Marketingobjekt ist, mir ein Offroader, den in Eischter kann ich stellen. Schon e leng sei kompromisslosen designte Ford-Performance-Chassis an seg Spezialpneuen fir den Terrain machen och op den nächste Blick klar, dass dese Raptor fir allem am Offroad sein Doheim huet. Mat op Moos geschnitte Förderung an Heichleistungsamortiseuren aus dem Offroad-Sport weisen wat an dem sticht. An plus ein Terrainmanagementsystem mat 6 verschiedene Fuhrmodussen, die der Raptor op den verschiedenen Sorten vun Terrain uppasst. Wie zum Beispiel vum Gras, Splitter a Snowmodus, fir sichert Fuhren op rutschem Bodem, iwwer de Schlamm a Sandmodus, fir optimal Traktion an Dynamik am Dave verformenen Terrain, bis hin zum Rockmodus fir de Fehlseebodem. Man engem Sportmodus als auch fir een temperamentvoll Fuhren gewöhnliche Makadam gesucht. An de Barrier-Modus verspricht eng Highspeed Offroad-Performance am Terrain. An dazu kommen dann auch nach eng nei Fichten an eng nei hënnechte Jupp, déi och fir die gräsere Winkel am Bösch fir op an Rof zu fuhren ze garantieren. Teich tschen dem Bodem an dem verstärkten Innerbodemschutz lädt bei 20,3 cm. Also nach besser Offroad-Qualitäten. So wie cool Trittbreder ball seit as massive Material an den imposante Kühlergrill mam Schriftzug Ford.
Was auch noch agréabel beim Raptor rüberkommt, ist das niedrige Niveau vom Geräusch vom Motor an den Pneuen, sowie auch sein Interieur. Mit einem 8 Zoll Touchscreen Infotainment, elektrisch abstellbar feuchte Sitzer, Stopp- und Startknapp, Kamera für Handricks zu fahren, ein Taschenremorque und noch vieles mehr als Standard. Die Qualität vom Material an sein Verschaffen wirkt für so ein Truck-SUV bald schon luxuriös. Ein sportliche Ford-Performance-Finish. Mit an der ersten Reihe Sportsitzer, an der sportliche Volant, Reihe 2, gesät auf den ersten Blick nicht so sportlich aus, wie aber Personen über 1,85 Meter auch genug Platz. Und noch die original amerikanische Version mit mehr Power kann auch seine Probleme am Terrain kreieren, wie das Spieler beweisen. Mit seiner Präsentation von einer Länge von 5,54 Meter mit Attachemorque an einer Breite von 2,18 Meter mit den 2 Seitenspiegeln wirkt am Straßenverkehr schon imposant. Für Europa liefert Ford der Raptor sein Gelände wohl mit amerikanischen Wurzeln mit einem 2 Liter Dieselaggregat. Ein 4-Zylinder-Motor mit immerhin aber 2 Turboen. An der maximalen Leistung von 213 PS bei 3750 Touren pro Minute. Den der 2,5 Tonnen schwert Gaudi-Gefähr a ruhigen, gemütlichen 10,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h bringt. An eng maximal Vitesse von 180 km/h erreicht. U Bord vun unserem Test Raptor war eng 10-Gang-Automatik, déi e guten Andruck kann los huet. Mei mir huet et méi Spaß gemerk mat de grosse Schaltpädelen die 10 Gang ze sortieren. Ford liefert de Raptor awer och mat enger 6-Gang normaler Boîte. Das Dieselaggregat ist okay und noch für allem am Terrain, also dann seinem Element. Wo hauptsächlich das gut gefüllte Drehmoment von 500 Newtonmeter bei 1500 bis 2500 Touren an der Minute dafür sorgt, dass der Raptor sich flink durch den Terrain kann wullen. Dagegen aber präsentiert sich der Raptor auf normalen Straßen als ein perfekter Cruiser, wobei der Portemonnaie a puncto Sprit auch geschont kann gehen. Op den nächsten Kilometer, die ich bis lo gefahren bin, kann ich sagen, dass diese Ford Raptor mit seinem Plastik unter dem Drahtkosten kein Marketingobjekt ist, mir ein Offroader, den in Echter kann ich stellen. Schon längst ein kompromisslosen Design der Ford-Performance Chassis an seinen Spezialpneuen für den Terrain machen auch auf den nächsten Blick klar, dass dieser Raptor für allem am Offroad sein Daheim hat.
Mat op Moos geschnitte Förderung an Heichleistungsamortiseuren aus dem Offroad-Sport weisen wat an dem Sticht. An plus ein Terrainmanagementsystem mat 6 verschiedene Fuhrmodussen, die der Raptor op den verschiedenen Sorten vun Terrain uppasst. Wie zum Beispiel vum Gras, Splitter a Snowmodus, fir sichert Fuhren op rutschem Bodem, iwwer de Schlamm a Sandmodus, fir optimal Traktion an Dynamik, am Dave verformenen Terrain, bis hin zum Rockmodus fir de Fehlseebodem. Man engem Sportmodus als auch fir een temperamentvoll Fuhren gewöhnliche Makadam gesuercht. An de Bayer-Modus verspricht eng Highspeed Offroad-Performance am Terrain. An dazu kommen dann auch nach eng nei Fichten an eng nei hënnechte Jupp, déi och fir die gräsere Winkel am Bösch fir op an Rof zu fuhren ze garantiieren. Teich tschen dem Bodem an dem verstärkten Innerbodemschutz lädt bei 20,3 cm. Also nach besser Offroad-Qualitäten. So wie cool Trittbreder bald seht als massive Material an den imposante Kühlergrill mam Schriftzug fort. Wat och nach agréabel beim Raptor riwer kënnt ass de niedrigsche Niveau vum Geräich vum Motto an de Pnøen, so wie och se Interieur, mat engem Erdzoll, Touchscreen Infotainment, elektrisch astellbar fichte Sitzer, Stopp a Startknapp, Kamera fir Handrex ze fuhren, a Taschremork, an nach vieles méi as heich Standard. Qualitéit vum Material an sei Verschaffen wieke fir so en Truck-SUV bal scholl luxurieus. E sportliche Fort-Performance-Finish. Mat an der eischter Reihe Sportsitzer, an de sportliche Volant, Reihe 2, gesäit op den echte Blick net so sportlich ass, wie dawer Personen iwwer 1,85 Meter och noch Platz. An noch die original amerikasch Version mat méi Power kann och seg Probleme am Terrain kreien, wie dës Spieler beweisen.